dann sagen wir mal etwas, oder? Mal schauen, wie das kommt. Mal schauen, rasch wie das tönt. Wenn das Mikrofon ein bisschen leer macht, dann tut es mir leid. Ich bin da ziemlich simpel ausgestattet. Gut, ich glaube, dann drücken wir da einfach mal Start. Ich habe es noch nie gespielt. Und ich lasse mich gerne überraschen, ob es ein Spiel ist für mich oder nicht. Mal schauen, ob wir es werden durchspielen. Ob ich jede Folge live machen, weiß ich noch nicht. Aber ich bin gespannt aufs Spiel. Ich habe mich noch nicht groß spoilern lassen bis jetzt. Okay, dann werden wir da schon mal hingeschmissen. Wagen, Bombe jetzt auch, ne? Gut. Unbegrenzt einmal. Okay. Ja, schwer gibt es noch. Ja, mit die Übertragungsqualität auch nicht immer komplett überhaupt super ist, dann tut mir da leid, aber ich halt nur da Equipment, das ich habe. Okay, springen können wir auch. Mal ein bisschen ausprobieren da. Da können wir nicht durch. Okay. Aber leider die Musik macht schon wieder Bock eigentlich. Schild da. Ja. Okay. Sicher nicht so gut sein, sicher besser. Ja. Soundeffekte sind auch nicht schlecht, hä? Da muss ich jetzt einfach ausprobieren. Kann man selber Schaden machen mit der Bombe? Ich nehme an, ja. Nein, nicht. Okay, ich hätte jetzt gedacht. Gut.
Wagen kann ich es auch avisieren, das ist gut, wir wissen. Loslassen. Ja. Genug versteckt ist da. Ja, die Frequenz kriege ich vom Intro. Du schon wieder. Nervig erwischt. Obwohl, dieses Mal kommst du genau richtig. So kannst du der Prinzessin im Jenseits Gesellschaft leisten. Geweihe. Ups. Hä? Da macht jetzt nicht so besser, oder? Waffen an andere Kräfte wieder haben. Da wäre fast in die Hose gegangen, der erste Kampf. He? Ich habe mich noch nicht so die Frage gestellt. Okay, da ist aber ein Verweis von dem Spiel, dass wir Zelda werden spielen. Speichern.
Mich nimmt es jetzt Wunder nicht an. Nicht. Okay. Darum hätte ich jetzt speichern. Okay. Wenn wir so drin überkappen, in dem Fall. Du hast die Kapuze des Schwertkämpfers erhalten. Diese Kapuze hat der grüne gewandete Schwertkämpfer zurückgelassen. Damit kannst du dein Gesicht beinahe vollständig verbergen. Okay, Riss wird größer. Nicht so gut. Ja, Hilfe. Ich glaube einfach noch ein Spiel und immer stehen bleiben mit dem Unternehmen, was wird passieren, wenn ich am Stehen bleibe. Öffnen. Fehler. Schade. Okay, da müssen wir mal noch schauen, wo das so der Fehler liegt. Ja? Aber bearbeiten während das läuft kann ich nicht, dann müssen wir den Fall anders mal machen. Wir machen sicher mal das Intro noch durch. Was für eine Freude! Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Geht es euch gut? Seid ihr auch nicht verletzt? Ganze 7 Tage wart ihr verschollen. Kaum noch jemand rechnete mit eurer Rückkehr. Die Soldaten haben fieberhaft gesucht, aber nichts gefunden. Wir waren überzeugt, ihr wärt weggezaubert worden. Yippie, Prinzessin Zelda! Spielt mit mir, spielt mit mir! Jetzt klafft schon mitten in der Stadt ein Riss. Aber wenigstens seid ihr wohlbehalten zurück. Ja. Eure Hoheit, ich möchte euch auch noch einmal ganz offiziell zu Hause willkommen heißen. Als allererstes wollt ihr sicherlich mit dem König sprechen. Wenn er euch wohlbehalten sieht, wird er außer sich sein vor Glück. Ja, schauen wir mal, ob das genau so ist. Ich kann noch rumhüpfen im Moment, gut. Die Häusli kann ich auch schon. Reden mit den Leuten könnt ihr in dem Fall auch. Ja. Und ja, ich muss noch einmal anschauen, damit die Aufnahme falsch läuft. Als Anriss, da kann ich auch nicht reinlaufen. Ja. Eure Hoheit, ich bin so erleichtert, dass ihr unversehrt heimkehren konntet. Im Schloss werden sicher auch alle überglücklich sein. Ach, dieser Riss, der erscheint ganz plötzlich. Er scheint sich nicht weiter auszubreiten, aber man sollte sich ihm nicht zu sehr nähern. Gerüchten zufolge verschwinden häufig Leute in Gegenden, in denen Risse in Erscheinung treten. Sie werden weggezaubert. Wie
wie wir auch sagen. Noch sind alle Bewohner von Halwohlstadt unversehrt, aber seid bitte vorsichtig, wohin ihr auch geht. Man kann ja nie wissen. Ja, das mit dem Vorlesen, da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich den da dauernd mache, aber wir sollten jetzt auch mal schauen, dass man wenigstens im Intro ein bisschen etwas spielt. Ich bitte inständig um Verzeihung, dass ich euch in schwerer Zeit nicht die nötige Unterstützung bieten konnte. Es ist ein wahrer Makel auf meiner Ehre, wo ich doch dem Königshaus diene. Ich gelobe, meine Sache in Zukunft besser zu machen. Na, da sehen wir den. So, gehen wir mal schauen, was sonst noch. Ah, da kann ich mich einfach verstecken, hä? Eben. Okay. Schön, dass der drauf reagiert. Willkommen zurück, Prinzessin Zelda. Ich habe mir die größten Vorwürfe gemacht, dass ich euch nicht beschützen konnte. Nachdem überall diese Risse aufgetaucht sind, waren die Bewohner von Halwohlstadt zutiefst beunruhigt. Nun, da ihr wieder hier seid, werden alle sicherlich neuen Mut fassen. Und ihr seid ganz alleine zu uns zurückgekehrt? Unglaublich, wie viel Energie in euch steckt. Ach, was rede ich da? Vor lauter Freude kann ich mich kaum im Zaum halten. Also los, ihr solltet euren Vater nicht länger warten lassen. Ich bereite derweil schon einmal ein schönes, warmes Bad für euch vor. Kann man ja auch hier? Rani? Da nö. Was ist da noch? Ah, das ist das Zimmer quasi. Okay. Katze interessiert es nicht. Gut. Prinzessin Zelda, ich bin überglücklich, euch zu sehen. Prinzessin, wie schön, dass ihr wieder bei uns seid. Gleichzeitig gereicht es uns, eurer ergebenen Diener, zur großen Schande, dass wir euch die ganze Zeit nicht ausfindig machen konnten. Ministerin Sinstra hat absolut recht. Bitte vergebt uns, dass wir euch nicht zur Hilfe eilen konnten. General Dax, Ministerin Sinstra. Ihr Pflichtbewusstsein ehrt euch, aber nun sollte erst einmal die Freude über die Rückkehr meiner Tochter im Vordergrund stehen. Geliebte Zelda, kommt zu mir, damit ich dich richtig sehen kann. Wie geht es dir? Bist du wirklich ganz und gar unversehrt? Ach, was bin ich froh. Nun, erzähl uns bitte, was in aller Welt dir zugestoßen ist. Ein blaues Ungeheuer hatte dich entführt, aber da kam ein grün gewandeter Schwertkämpfer und hat dich gerettet. Ist das die Wahrheit? Doch dieser heldenhafte Schwertkämpfer wurde daraufhin von einem Riss verschluckt. Was für ein tragisches Ereignis. Er hat dir das Leben gerettet, Zelda. Ich wünschte, ich könnte ihm irgendwie helfen. Wenn er von einem Riss verschluckt wurde, dann heißt das wohl, dass auch er weggezaubert wurde. Fürwahr, man kann nur hoffen, dass er noch am Leben ist. Weggezaubert? So nennt das Volk es doch, wenn jemand plötzlich verschwindet, als wäre er vom Erdboden verschluckt worden. So ist es. Dieses beängstigende Phänomen plagt unser schönes Reich leider beharrlich. Schon seit alter Zeit geraten regelmäßig Kinder in einen Riss und tauchen nie wieder auf. Daher schärfen wir ihnen von klein auf ein, sich davor zu hüten, weggezaubert zu werden. Doch bisher konnte nichts verhindern, dass immer wieder jemand diesem Phänomen zum Opfer fällt. Zurück bleibt der
ohne Schmerz der Hinterbliebenen. In letzter Zeit erreichen uns aus allen Regionen Berichte über weggezauberte Personen. Ach, was betrifft nicht nur Kinder, auch Erwachsene verschwinden spurlos. Was steckt nur dahinter? Auf jeden Fall sollten wir unverzüglich die Suche nach diesem grün gewandten Schwertkämpfer aufnehmen. Euer Majestät? Was stammelst du herum? Nun sag schon, was geschehen ist. Es ist schrecklich. Die Risse scheinen gerade an verschiedenen Stellen größtes Unheil anzurichten. Wie bitte? Atme tief durch und berichte uns die Einzelheiten, ja? Jawohl! Sudelidorf wurde jemand am helllichten Tage von einem Riss verschluckt und ist seitdem verschollen. Und auf der Ebene von Hyrule gab es Angriffe durch eigentümliche schwarze Monster. Besorgniserregend. Das erfordert sofortiges Handeln. Lass sämtliche Soldaten antreten. Sie sollen sich schnellstmöglich zum Ausrücken bereit machen. Jawohl! Ja, sorry, dann bis jetzt noch nicht gesagt, ich bin ein bisschen verkältet im Moment und darum, wenn ich am husten, hoffe ich, dass ich es schaffe, rechtzeitig das Mikrofon abzustellen. Darum gibt es jetzt auch eine Pause. General Dex, Ministerin Sinistra. Herr Majestät? Sinistra, setze deine Nachforschungen zur Natur der Risse fort. Wir müssen einen Weg finden, die Verschwundenen zu retten. In Ordnung. Dex, du kümmerst dich um die neu aufgetauchten Monster. Triff alle Vorkehrungen und führe unsere Truppen in die Schlacht. Zu Befehl. Unser Reich steht vor einer schweren Prüfung. Wir müssen den Ursprung der Risse ergründen und all unsere Untertanen sicher zurückbringen. Wachen! Bringt sie in den Kerker. Wie bitte? Die Prinzessin? Zelda, mein eigen Fleisch und Blut, hat diesen Riss geöffnet. Wer über eine derart gefährliche Macht verfügt, darf nicht frei herumlaufen. Ich würde meinen eigenen Augen nicht trauen, aber General Dax, Ministerin Sinistra, haben es auch gesehen. Nun steht nicht herum. Nehmt sie sofort in Arrest. Ja, jawohl, zu Befehl. Ja, so schnell kann es gehen, hm? Warum musste die Prinzessin in den Kerker? Was denkt der König sich dabei? Hast du nicht gehört? Der Riss im Thronsaal, den soll Prinzessin Zelda geöffnet haben. Was? Du machst Witze? Dann ist sie wohl auch für alle restlichen Risse verantwortlich? Solange sie lebt, bleiben die Risse bestehen. Ich habe gehört, der König erwägt sogar,
sie hinrichten zu lassen, um das Reich zu bewahren. Die Prinzessin? Aufs Schafott? Das darf doch alles nicht wahr sein. Okay, jetzt ist da, glaub. Ah. Jetzt? Kannst du mich sehen? Mein Name ist Tri. Ich wurde auch von diesem blauen Ungeheuer geschnappt. Seitdem bin ich in deiner Nähe. Deshalb bin ich dir auch in dieses Schloss gefolgt. Sagst du mir deinen Namen? Zelda? Alles klar. Wenn du hier bleibst, ist dein Leben in Gefahr. Diese Person, die dich hat einsperren lassen, dieser König, ich habe gehört, wie er gesagt hat, bereitet alles für die Hinrichtung vor. Das musste ich dir sofort mitteilen, Zelda. Der Riss hat den König und seine Berater verschluckt und dafür kamen 3 andere heraus. Wie, Zelda? Du hattest auch bemerkt, dass mit denen irgendwas nicht stimmt? Doppelgänger, nennt ihr so etwas? Interessantes Wort. Jedenfalls ist es hier zu gefährlich für dich, Zelda. Wir müssen die Verschwundenen aus den Rissen retten und die Wahrheit aufdecken. Wer in einen Riss steckt, kann sich aus eigener Kraft nicht befreien. Aber wenn wir beide zusammen in den Riss gehen, können wir es mit vereinten Kräften vielleicht schaffen. Im Moment hat deine Sicherheit jedoch ersten Vorrang, Zelda. Lass uns zusammen von hier verschwinden. Wie? Du kommst hier nicht durch? Das macht es natürlich schwieriger. Dann leicht dir meine Kraft. Du hast den Tri-Stab ausgeliehen bekommen. Die Farbe dieses Stabs ähnelt Tri. Er strahlt eine sanfte Wärme aus. Wenn ich mir etwas in dieser Welt merke, kann ich Echos davon erschaffen. Ich weiß nicht, was genau du benötigst, aber ich bin sicher, meine Kraft wird dir nützlich sein. Wenn du etwas glitzern siehst, drücke ZR. Tisch gemerkt. So kannst du dir ein Objekt merken. Danach kannst du mit Hilfe von Y ein Echo davon erschaffen. Das hat geklappt, sehr gut. Auf diese Weise erschaffene Dinge nennt man Echos. Wenn du ein Echo verschwinden lassen willst, dann drücke in seiner Nähe ZR. Um alle Echos auf einmal verschwinden zu lassen, halte ZR gedrückt. Okay. Sehr gut. Jetzt kommst du hier raus. Dann lass uns gehen. Frage ich wo an. Auf die Seite oder die andere? Jetzt wachen. Oder auf der Seite? Ja, ich glaube, die Seite ist nicht so gut. Okay. Eine Schleichpassage. Immer da am Anfang vor uns.
Schieber kann es auch. Okay. Okay. Holzkiste gemerkt. Lexikon öffnen. Wenn du wieder bla 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 siehst, Alekos, bla bla bla, ja, das, ich glaube so genau, wenn wir es nicht wissen, oder? Ich glaube, da brauchen wir nichts, oder? Ich glaube, da können wir einfach so durchlaufen. Da wäre es vielleicht sinnvoll. Ah, nein. Oh, Apropos, mir ist letztens ein Krug zu Bruch gegangen. Das hat der General gehört und ist sofort herbeigestürmt. oh, Oh weia, der hat dir bestimmt den Kopf gewaschen. ah, Nein, ich habe ganz schnell nach einem Krug in der anderen Ecke des Raumes geworfen. Aha, ja. Zum Ablenken, ja. Der wird mich jetzt fangen da. Tja, Pech. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es beim ersten Versuch geklappt hätte. Prinzessin Zelda, wie seid ihr aus eurer Zelle entkommen? Der König hat eure Hinrichtung verfügt, also macht uns bitte keinen Ärger. Ja, als ob ich einfach wieder tatenlos zuschauen, hä? Eben, was? Nein. Aha. Okay. Ja, da müssen wir ihm halt auch noch sagen, dass man da kann. So, dann probieren wir es halt nochmal. Erster Fluchtversuch ist gescheitert. Aber eigentlich geht es sowieso, oder? Also die Kiste ist nicht wirklich viel, nicht wirklich fest nützlich. Da müssen wir ein bisschen besser aufpassen, hä? Ja. Ist gut. Ich hab's kapiert, ich bin zu dumm für da, hä? So. Ja, da können sie auch. Okay. Ich hätte jetzt gehofft, in der Höhe bin ich sicher von denen, aber in dem Fall nicht. Gut, schlechte Idee.
besser verstecken das mal, hä? So sieht er mich nicht. Ich bin zu dumm für da, sag's dir. Ja, komm. So, komm, lass mal aber. Wenn man schon gehört, gut, da hätte ich einfach müssen durchlaufen. Die ist jetzt da eigentlich gesagt, dass man da einfach mit der quasi die Wache ablenken. Da kann ich noch merken, hä? So hätten wir es auch noch geschafft. Mal. Der erste Schritt. Da ist nichts mehr. Haben wir da noch etwas, wo wir uns merken? Eure Hoheit! Es ist schön, euch wohlbehalten zu sehen. Lasst euch ansehen. Ihr seid doch unverletzt. Ich weiß wirklich nicht, was mit seiner Majestät los ist, euch zu verdächtigen. Warum solltet ihr denn für diese Risse verantwortlich sein? Was für ein blühender Blödsinn. Was? Der jetzige König ist ein Doppelgänger? Ebenso wie der General und die Ministerin? Und jemand namens Tri hat euch geholfen und euch einen Tri-Stab geschenkt? Zelda hat die Kraft des Stabes sogar schon nahezu perfekt gemeistert. Aber sagt mir, Eure Hoheit, wo befindet sich dieser Tri? Denn jetzt im Moment, ich sehe hier niemanden bei euch. Okay, Dimbach hat den Tri nicht gesehen, hä? In dem Fall. Anscheinend kannst nur du mich sehen, Zelda. So. Was es nicht alles für wunderliche Dinge auf dieser Welt gibt. An einer Sache ist und bleibt jedenfalls nicht zu rütteln. Ich stehe treu an eurer Seite. Es entspricht leider der Wahrheit, dass der König euch eure Hinrichtung erwägt. Ihr müsst das Schloss auf der Stelle verlassen. In dieser Kleidung fallt ihr jedem sofort auf, also zieht bitte diese Kluft an, die ich euch mitgebracht habe. Was ragt denn da aus eurem Beutel? Ach so, das ist also die Kapuze des tapferen Schwertkämpfers, der euch gerettet hat. Sie hat genau die richtige Größe. Damit könntet ihr euch noch euer Antlitz verbergen. Dann schnell, zieht beides an, bevor noch jemand hier aufkreuzt. Ich denke, wir sind Inventari, aber in dem Fall nö.
Inkognito-Kleidung erhalten. Sie dient als Verkleidung und bietet größte Bewegungsfreiheit. Riecht nach Mottenkugeln. Ja? Oh. Dann ist da grau. Ja, egal. Muss ja nicht immer alles lesen, oder? Warte, Impa, wer ist das dort? Hinter euch? Doch nicht etwa Prinzessin Zelda? Wenn ja, übergebt sie bitte sofort an und in unsere Obhut. Oh. Ich soll sie an euch ausliefern? Diese Bitte kann ich euch nicht gewähren. Nehmt das hier, eure Hoheit. Impa hat ihr ein Notizbuch gegeben. Zwischen seinen Seiten steckt auch eine Karte. Okay. Den mir sehr schade in dem Fall. Bitte bewegt euch zu dem Haus, das mit markiert ist. Wenn ihr dort meinen Namen nennt, wird man euch helfen. Da ist sie. In diese Richtung gibt es einen Schleichweg aus dem Schloss. Nutzt ihn für eure Flucht. Eure Hoheit. Auf ein baldiges Wiedersehen. Ich nehme mal an, in die Türe gehen wäre da sinnvoll. Und damit der Echos muss ich eh noch ein bisschen lernen. Man könnte auch einfach die Leiter nehmen. Wäre vielleicht drin. Altes Bett gemerkt. Aha. Nein. So. Und jetzt sind wir zweite Passage, unendlich Luft haben wir auch nicht im Fall. Schwerer Fels gemerkt. Das hat halt da eigentlich recht gut erklärt, was man als nächstes zu tun hat. Also brauchen wir jetzt
Schwere Stein. Jetzt, wo haben wir da raus? Noch ein Riss. Solche Risse haben sich schon immer gelegentlich aufgetan. Sie verschlucken Objekte oder gar Personen. Meinen Gefährten und mir fällt die Aufgabe zu, sie zu schließen. Doch für einen Riss dieser Größe reicht meine Kraft alleine nicht aus. Das erste sollten wir uns von hier entfernen. Wieder das Weh drinnen. Bist du wach? Dann lass uns gehen. Stein gemerkt. Ja. Ich bin so runter. Nein. Ja. Komm noch nie an da. Allein mit dem Bettner. Wo sind wir hier? Vielleicht kann dir die Karte helfen, die du vorhin bekommen hast. Okay. Machen wir mit da auf, ne? Müssen wir da überkommen irgendwie. Die mysteriösen Risse. Das hat uns bemerkt. Weißt du, wie man gegen Monster kämpft, Zelda? Soll gemerkt. Ja, Honey. Okay. Okay.
So, einen Rubin hätten wir da mal erhalten. Hm? Okay, die können wir auch angreifen. Die machen wir auch. Okay. Und da kann ich absteigen. Okay. Da wäre Bruck. Jetzt noch mehr zum Anschauen, ganz am Anfang nicht. Ja, gut. Siegel. Wissen wir mal, wie es heißt. So. Okay, Flederbeißer. Okay. Ich bin ein bisschen schwer von Begriff, ich weiß. Kletterwand. Okay, das erste Herzteil vor. Weiß ich wie viel? Keine Ahnung. Hätte mit der Kletterwand rauf. Ach. Nein. Ich drücke immer die falschen Knöpfe noch. Sind wir irgendwo in der Nähe.
Gegner wird es auch nur haben, gar nicht mehr, ne. Ist ein Loch. Oder? Ne, oder ist da noch ein Schatten? Ist noch ein Schatten, hä? Gut. Dorf, mit den Leuten könnten wir jetzt reden. Ich weiß aber nicht, ob ich Lust habe da. Aber ehrlich gesagt eher nicht, oder? Also bei dir schaffen, okay. So. Ich weiß noch nicht, wo wir Schild nutzen, aber die von in der Ruhe. Da ist ein Riss. Hey, antworte, wenn du mich hören kannst. Ach, ich weiß nicht, wer du bist, aber bitte, du musst uns helfen. Moment mal, diese Kapuze. So eine hat Link auch immer getragen. Ist sowas jetzt in Mode? Ah, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für solches Geplauder. Meine Frau wurde vom Riss verschlungen. Hey, kannst du mich hören? Ich bin hier. Riss, dann kann ich nicht machen. Okay, dann will ich wissen. Nach der Karte, wenn wir irgendwo da hinten durchlaufen, wo ist denn du schön? Guck mal, Zelda. Versuch mal das hier zu berühren. Wegfreund registriert. Über die Karte kannst du dich ab jetzt direkt hierhin teleportieren. Okay, Schnellreisepunkt. Ja, da haben sie uns jetzt vorher erklärt. Ja, danke. Ja, macht mir selber einen Gefallen, wenn ich die mitnehme, wenn ich noch schnell reise nachher. Müsste ich noch schauen, dass ich auch das Menschenli parat habe, oder? Wahrscheinlich. Ich spüre die Anwesenheit vieler Lebewesen. Der damit markierte Ort ist nicht mehr weit. Da oben werde ich nicht weiterkommen im Jahr. Das ist ja nicht das Vieh, ne? Aua! Die Schlange ist dann schießt drin, gut. Das ist noch höhlich, den müssen wir doch noch anschauen. Okay, ein kleiner Krug haben wir uns noch gemerkt.
fast besser gewesen. Ja, jetzt bin ich noch. Ja, ich glaube, der ist der nächste, den wir da gerne würden verwenden im Jahr. Jetzt nicht drunter. Jetzt auch nicht drunter. Jetzt auch nicht drunter. Und nicht da hier. Und jetzt eigentlich alles abfackeln mit den Dinger da, oder? Ist das der Weg, wo wir weiter müssen eigentlich, oder? Keine Ahnung. Nein, in dem Fall nicht. Du hast eine Feenflasche erhalten. Ja, das finde ich gut. Feenflasche kann ich brauchen. Ich sehe, wir sind schon fast gestorben da. Was? Aha, okay, und wie kann ich da jetzt... Nicht da. So. So. Der Vogel da trifft uns da. Nicht. Okay. Das nimmt. Okay. Machen wir da theoretisch auch auf, oder? Ja, aber da kommen wir nicht über, ne? Über der Riss. Aber theoretisch müsste ja so da raufkommen, wo ich auch nicht wüsste, oder? Dort hat doch eine Fee. Okay, wenn ich noch 3 jucke, dann habe ich die Fee. Ja, das ist gut. Dann würde ich sagen, wir können da noch... Das sieht nicht gut aus. Oh weh! Du wolltest zu diesem Haus, oder? Es wurde von einem Riss verschluckt.
meine Aufgabe, Risse zu schließen. Und ich habe viele Gefährten, die dasselbe tun. Eigentlich hätten sie diesen Riss längst schließen müssen, aber er ist immer noch hier. Sorry, Huste. So. Ihnen muss etwas zugestoßen sein. Wollen wir der Sache gemeinsam auf den Grund gehen, Zelda? Meine Gefährten befinden sich bestimmt im Inneren des Risses. Wenn ich sie alle versammle, müssten wir den Riss schließen können. Hier entlang, Zelda. Wir müssen eine Stelle finden, an der wir den Riss betreten können. Okay. Da nicht, hä? Da nicht. Da ist glaube auch nicht so. Ist abgeschlossen. Wenn ich den jetzt effektiv aufhöre, dann muss ich abheben, weil ich keine Ahnung, wie es angeht. Und da können wir ja nicht hier, oder? Da könnten wir schon die Türe nicht mehr. Wo wir sie sind, hat er gesagt, ja, Türe. Hoch der A2. Ja. Ah, da ist noch mehr Junge. Ah, das sind Dämonentruhe. Du musst erst alle Gegner besiegen in dem Kreis. Okay. Wieder noch, ne? Da. Mit den Schwanen. Theoretisch schon. Sollte ich da schon hin? Aber merken nicht man noch.
nicht, dass da der richtige Weg ist, wo wir hin müssen, aber wenn wir jetzt eh schon da sind, dann gehen wir mal da hier, oder? Okay. Die Banane, ja, die glaube die gefällt mir, hä? Braucht die 3. Ja, die braucht 3, leider. Ist da jetzt einfach bei der Echo da gewesen? Da kann ich nicht lernen, ne? Okay. Die nehme ich natürlich gerne mit da. Weg, hoffe ich. Dann hätten wir da noch einen Speicher. Schnellreise-Dingsbums. Und dann können wir dort in den Riss rein. Oder wie ist das jetzt? In dem Fall schon. Ja, ich gesagt, den machen wir noch, oder? Wie ich es mir dachte. Im Inneren des Risses spüre ich die Anwesenheit meiner Gefährten. Aber sie rühren sich nicht, als würden sie von irgendwas festgehalten. Ohne sie kann ich den Riss nicht schließen. Aber wenn wir den Riss betreten und meine Gefährten befreien, können wir ihn mit vereinten Kräften beseitigen. Zelda, mit deiner Unterstützung kann ich meine Gefährten sicher retten. Willst du mir dabei helfen? Kann ich Nein sagen? Nein, kann ich nicht, also. Und ja fast. Keine Dialogauswahl. Mal sehen. Jetzt mal nie jucken. Ich bitte dich, lass uns meine Gefährten retten. Willi da. Ah, jucken kann ich nicht, ich muss den Knopf drücken, gut. Im Nichts. Okay, verlassen könnt ihr auch wieder gut. Gut zu wissen. Weiter haben. Nein. Das ist die Welt des Nichts. Alles hier wurde von Riss verschlungen. Es schwebt haltlos umher und löst sich allmählich im Nichts auf. Aber mit Hilfe unserer Kraft können meine Gefährten und ich alles wiederherstellen. Ich spüre ihre Anwesenheit. Weiter voraus. Lass uns dorthin gehen. Naja, wäre ja keine Wahl. Oder? Springen könnte ja auch. Lange wenn ich springe. Müsste man noch speichern. Kann ich gar nicht speichern da. Okay. Lange da, wenn ich einfach jucke.
Alle Lebewesen, die vom Riss verschluckt werden, erstarren und können sich nicht mehr bewegen. Überlässt man sie ihrem Schicksal, verschwinden sie allmählich. Nun, bei dir ist es an der Zeit. Du bist besonders, Zelda. Was? Jetzt? Wenn ich dir befreie. Ne, du machst nichts. Gut. Kommen wir nicht da rein. Aber es wird ja quasi angezeigt, dass wir da etwas mit draufstellen. Stein wird auch lange wahrscheinlich. Das ist ein Wasserraum, hä? Nektar, okay. Jetzt sind wir geschlossen. Ja, und oben drauf hat es auch nichts, sonst würden wir es sehen. Da. Jetzt wieder gegen rum, ne? Wahrscheinlich die zu der, wo man wohnt. Diese Person habe ich im Schloss gesehen. Wenn wir den Riss schließen, wird sie wieder lebendig. Okay. So ist fertig, hä? Vielleicht. Das hier ist der Ort, an dem du gefangen gehalten wurdest. Wir nähern uns meinen Gefährten. Ich spüre ihre Anwesenheit weiter hinten. Okay. Jetzt doch alles nicht. Gehen wir weiter. Ist dir dieser Felsen im Weg? Bei meiner Arbeit, die Welt wiederherzustellen, muss ich gelegentlich auch Hindernisse aus dem Weg räumen. Die Kraft, die ich dabei einsetze, können dir ebenfalls nützlich sein. Mit Hilfe des Stabes kannst du allerlei Dinge dazu bringen, sich im Einklang mit dir zu bewegen. Wende dich der gewünschten Sache zu und schicke mit X. X. Ja, okay. So. Ich habe schon überlegt, wenn ich dem Stein vorbeikomme.
schauen, oder? Irgendetwas rum hat. Müssten wir wahrscheinlich noch weiter, aber da hinten haben sie noch etwas. Ah, oder sollen wir zuerst runter? Nein, zuerst runter, komm. Da muss man einem halt auch sagen, oder? Da muss man halt mal langsam im Ziel der Dungeon-Karte haben wir gefunden. Da muss man ja wenigstens keine Angst haben. Keine Ahnung, wer jetzt da hin ist. Ich glaube, wir gehen nochmal weiter. Der Gegner ist nicht wieder rum, gut. Ist. Okay, ich weiß keine Ahnung, was ich mit den ganzen Nahrungsmitteln mache. Aber nix. Was mache ich denn da? Weiß ja noch nicht gut. So, da wäre da der Nebentrum gewesen und da wäre der Hauptweg da in dem Fall. Aber das ist für die 2D-Passagen da schon praktisch zu spielen. Ich mache mich mal parat mit dem. Also da unten ist noch nichts. Sieht zumindest
siehst nicht so aus. Und gefangen. Fahrstuhl, okay. Na, da sind wir schon durchgelaufen, gell? Ich glaube zwar nicht, dass wir dahinter müssen, aber vielleicht schon. Mal wieder der richtige Weg dort. Gut. Aber wie man nicht umschaut, dann weiß man es nicht, oder? Eigentlich ganz einfach. Dann haben wir wieder auf eine zweite Passage. Müssten wir da 4 machen, nehme ich an. Für da bräuchten wir da eine. Ah, der... Ah, weißt du, manchmal bin ich schon schwer vor Begriff. Hast du dir kaputt gemacht? Kann ich nicht. Dann müssen wir halt spielen, ne? Box sollte ja auch ein Abfackel, okay. Dann nochmal ein Speicher, okay. Der Dungeons hinein gibt es in dem Fall auch einen Haufen Wegpunkte. Karte, könnte man noch anschauen da. Ja, mit einem vielen nicht gesehen, ich glaube das ist noch ein relativ grosser Dungeon. He? Boss-Room. Da fahren, ja gut, so viel kommt da nicht mehr. Das ist jetzt auch eher offensichtlich gewesen mit dem Schild, aber
Ja, da muss ich noch ein bisschen üben da mit den Echos, da habe ich noch nichts im Griff. Bin ich ehrlich, gebe ich auch zu. Da sind wir hergekommen. Okay, startet die Decke ja gerade nicht. Ich wundere genommen, ich bin auf der Hand hinterher gekommen, aber in dem Fall nicht. Hätte ja können sein, oder? Nanu? Ist das nicht der Junge, der gegen das blaue Ungeheuer gekämpft hat? Ja, sieht nicht so aus mit dem Rauch. Okay. Das war gefährlich. Dieser Junge sah aus wie der dich gerettet hat. Aber wieso hat er dich jetzt angegriffen? Dunkle Aura schien ihn zu umgeben, genau wie bei den Doppelgängern im Schloss. Ja, wie es wahrscheinlich auch ein Doppelgänger war, oder? Oh, er scheint etwas hinterlassen zu haben.
Du hast ein wundersames Schwert erhalten. Es gehörte dem grünen gewandten Helden, der namens Link ist. Darin eingraviert. In diesem Schwert liegt eine große Macht. Eine Macht, die es sogar mit den größten Riesen aufnehmen kann. Ich spüre irgendeine besondere Energie. Okay. Du siehst genau aus wie der Junge in Grün. Als gäbe es nicht, als gäbe es nichts, womit du es nicht aufnehmen kannst. Okay. Ja, ich sehe sehr den Energiebalken und der verhebt das Ganze nicht ewig da. Hä? Lange nicht. Aber so. Herzanstecker. Ein niedlicher Haarschmuck, der die wahrscheinlich geringer erhöhte Herzen. Aha, okay. Anlegen, okay. Ist die Chance größer, dass ich Herzleber rum, okay. Und jetzt einfach ins Ungewisse abjucken. Ja, okay. Da haben wir jetzt die Türe da, he? Den ist jetzt da im Audio, jetzt ist da noch alles, was im Passraum wäre, theoretisch, he? Okay. Das. Okay. Nichts mehr da. Also, ja. Okay. Gut. Durchaus eine überlange Folge da heute. Hm? Die Energie wieder auffüllen, hä? Gut.
Der rum. In dem Fall. Ah, jetzt muss ich den... Okay, ein Rubin. Ich hätte jetzt gedacht, da ist ein Schlüssel drin. Aber in dem Fall... Nein. Gegner respawnen nicht, da finde ich schon mal schön. Okay, da machen wir auch zuerst drauf hoch. Da ist ein Schlüssel drin, okay. Das ist jetzt nichts Überkniffliges dabei, aber ja, ich sollte ja Bock auf Spiel im Moment. Und das Spiel ja so, sonst würde ich jetzt auch nicht so lange Livestream machen, wie gesagt. Dann hätten wir auf dieser Seite, dort hätten wir alles, he? Dann wären noch die Rübli und die Rübli da unten drin. Wäre es eigentlich auch nicht mehr den Jahr drin. Sollten wir da noch schaffen. Und der ist ja ziemlich selbstverständlich. Der Runde da ist zu. Ja. Okay, der fährt einfach hier und her. Da können wir runterkreien, nehme ich an, in dem Fall. Ah, da muss ich mit der Spinne, gell. Alter, nö. Aber so ist es, oder? Oder Pfeile, nein, kann ich auch, ne? Ja so drauf, oder? Ich glaube, das ist nicht so, wie es gedacht gewesen wäre. Ich glaube, man gar nicht dahinter. Eigentlich.
Der Chris steht jetzt schon auch noch gern. Heute müssen wir lesen. Was ich am liebsten mache bei so einem Spiel, oder? Ja, komm. Gang weg. Right. Den haben wir gekauft, da sind wir noch das Herzteil weit. Ich sehe schon mit den Spinnennetz, werden wir früher oder später mal noch ziemlich fest selber plagen. Alles kapiert. Könnte aber durchaus sein, dass ich dann irgendwann mal an ein Rätsel anlaufe und ich dann gleich irgendwo ins Nichts hineinlaufe. So. Dann will eigentlich noch der Dungeon anstehen. Ah, jetzt sind wir da oben. Okay. Dann hätten wir da hinten jetzt eigentlich den ganzen Bereich gemacht, in dem Fall jetzt. Ja, ist noch der Bossraum. Schön. Wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir etwas zum Kämpfen hätten. Abgesehen vom Schwert selber. Vielleicht kann man auch noch ein bisschen Energie über für den Schwertkämpfer. Sieht nicht so aus. Niemand hier? Dabei spüre ich ganz deutlich die Anwesenheit meiner Gefährten. Golem. Seismorok. Okay. Ich spüre meine Gefährten im Innern dieses Monsters. Wir müssen sie irgendwie befreien. Bitte hilf mir. So, ich muss mich schon kennenlernen von den Gegnern.
Und da ist aber mal der Herr für jeden abgeschlossenen Gegner, Dungeon-Gegner, gibt's ein... Das sind meine Gefährten. Nachdem wir sie befreit haben, strömen sie eine gewaltige Energie aus. So können wir den Riss schließen. Mit unseren Echo-Kräften können wir die vom Riss verschluckte Welt wiederherstellen. Sieh zu! Meine Gefährten haben ihre Kraft mit mir geteilt. Okay, das ist jetzt das Ding mehr, da ist ein bisschen mehr schaffen. He? Ja, so wenn jetzt mittlerweile mitbekommen, wieder funktioniert. Er hat alle verschluckt gehabt, darum ja, haben sie den Riss nicht können verschliessen. Aber jetzt ist ja gut, jetzt haben wir es. Okay, dann gibt es noch so Kristalle, wo entstehen. Lass uns in die normale Welt zurückkehren, Zelda. Dort gelangen wir hinaus. Den nehmen wir natürlich auch liebend gern mit. Sonst jetzt nicht mehr Schloss da. Ja gut, dann gehen wir rum. Reden. Wir können zwischen der normalen Welt und der Welt des Nichts hin und her reisen. Möchtest du zurück? Ja, gern dran. Dann lass uns aufbrechen. Im Normalfall hätte es in den Dungeons aber noch das Herzteil gehabt, aber da haben wir jetzt keins gefunden. Also ich habe keins gefunden, wahrscheinlich hätte schon irgendwo noch eins gehabt. Aber wie gesagt, ich spiele das Ganze blind. Ich habe mir den Trailer mal angeschaut, ich habe beim ein oder anderen Let's Play ein bisschen reingeschaut, aber auch nur 2-3 Minuten einmal und allzu viel von dem Spiel weiss ich drum wirklich noch nö. Der Riss in dieser Gegend ist vollständig verschwunden. Jetzt ist auch das Haus wieder da, das du besuchen wolltest. Auf diese Weise können wir auch die Risse an anderen Orten verschwinden lassen und deinen Vater retten. Ja, Verzeihung, dürfte ich etwas fragen? Mein Name ist Sintra und ich bin Ministerin am Hofe zu Hyrule. Könntet ihr mir sagen, wo ich mich hier befinde? Prinzessin? Ich habe euch überhaupt nicht erkannt, Eure Hoheit. Warum seid ihr denn so verkleidet? Oh weh. Erst versagen wir darin, euch vor diesem Ungeheuer zu beschützen, und dann müsst ihr auch noch aus dem eigenen Schloss fliehen. Doch ihr habt euch nicht unterkriegen lassen. Beeindruckend, über welche Fähigkeiten ihr verfügt. Dies ist also Tri, der euch die ganze Zeit zur Seite stand. ja, Ich danke euch von Herzen, Dr. Tri. Du kannst mich sehen? Oh ja, ihr seid fliss. Ihr seid fluffig und äußerst niedlich anzuschauen, wenn ich das so sagen darf. Ich hatte angenommen, nur Zelda könnte mich sehen. Oh, die werte Impa konnte euch also nicht sehen? Woran mag das wohl liegen? Es gibt
viele offene Fragen. Sollen wir uns zuerst einmal an den Ort begeben, den Impa euch gewiesen hat? Der Verbleib von seiner Majestät und General Tex ist ungeklärt. Wir müssen uns eine Übersicht über die Lage verschaffen. Würdet ihr mir bitte zeigen, welche Stelle Impa auf eurer Karte markiert hat? Ja, das ist das Haus von Impas Bruder. Deshalb also hat sie euch geraten, dort Hilfe zu suchen. Ich kenne den Weg. Folgt mir bitte. Sind die Monster für immer weg oder kommen die Monster irgendwann wieder? Eure Hoheit, ich bin hier. Lasst uns zusammen gehen. Ja, die Kiste dort noch wieder anschauen. Dort wäre sicher noch irgendetwas gewesen. Machen wir das und schalten in der nächsten Folge. Da wären wir, Eure Hoheit. Bitte verzeiht uns den plötzlichen Überfall. Mein Name ist Chintra. Impa hat mir schon viel von... Was stört ihr mich? Ich bin gerade sehr beschäftigt, also lasst mich in Ruhe. Bitte verzeiht unser unangenehmes Eindringen, aber habt doch bitte die Güte, uns kurz... Ich habe zu tun, ich muss jetzt gleich aufbrechen, also kommt ein andermal wieder. Ich beschwöre euch, so hört uns doch. Wie oft muss ich es denn noch sagen? Ich muss auf der Stelle aufbrechen und Link zu Hilfe eilen. Das ist doch die Kapuze, die Link getragen hat. Wo ist die her? Etwa von ihm? Wie bitte? Ich will alles über diesen gewandten Schwerkämpfer und die Risse wissen. Verstehe. Ich danke euch, Prinzessin. Endlich hat er sich beruhigt. Ja, ich wollte eben schon fragen, was ist das für ein Ding, das da die ganze Zeit neben euch schwebt, Prinzessin? Du kannst mich sehen? Eigenartig. Damit gibt es neben Zelda schon 2 weitere Personen, für die das gilt. Anfangs konnte ich also nur die Prinzessin. dich sehen. Vor uns bleibst du nicht verborgen. Ja, so ein seltsames Lebewesen habe ich mein Lebtag noch nie gesehen. Das könnten wir beide wohl gemeinsam haben, dass wir es sehen können. Eines fällt mir da direkt ein. Wir wurden beide von einem Riss verschluckt und sind von dort zurückgekehrt. Vielleicht ruft der Aufenthalt in einem dieser Risse irgendeine Veränderung in uns hervor. So langsam sollte ich mich einmal vorstellen. Lüberi heiße ich. Ich bin Impas großer Bruder. Und der Name des Schwertkämpfers, der die Prinzessin gerettet hat, lautet Link. Das Schwert der Stärke, das er trug, habe ich geschmiedet. Das Schwert der Stärke, sagt ihr? Prinzessin Zelda, ein blauer Umhang hatte euch... Ein Ungeheuer hatte euch entführt. Und genau dieses Ungeheuer wollte Link besiegen. Ich habe mein Leben der Forschung der Geschichte Hyrules gewidmet. Und Risse spielen darin eine wiederkehrende Rolle. In unserem Land sind schon immer von Zeit zu Zeit kleinere Risse erschienen. Und manchmal sind auch Leute von ihnen verschluckt worden. Wem dieses Schicksal widerfährt, der kehrt nie mehr zurück. Er ist sprichwörtlich wie vom Erdboden verschluckt. Seit Alters her sprechen die Leute davon, dass jemand weggezaubert worden sei. Jetzt kommt Link ins Spiel. Er hat für mich gegen die Monster gekämpft, die herauskamen. Wenn sich irgendwo ein Riss auftat,
So wollten wir möglichst viele Leute davon bewahren, weggezaubert zu werden. Mein Beitrag war ein Schwert, das ich für ihn geschmiedet habe. Es ist besonders effektiv gegen die Monster aus den Rissen. Und nun ist das Schwert in euren Händen, Prinzessin, das Schwert der Stärke, das ich für Link erschuf. Link war also auf der Mission, die Risse zu bekämpfen. Unter den Monstern, die aus den Rissen gekrochen kamen, war ein besonders furchterregendes blaues Ungeheuer. Unsere Theorie war, dass wir nur dieses blaue Ungeheuer bezwingen müssen, um das ganze Phänomen der Risse ein für alle Mal zu beenden. Laut dem, was ihr mir erzählt, Prinzessin, ist Link tatsächlich gelungen, seine Mission zu erfüllen. Das Ungeheuer ist bezwungen. Doch die Risse sind nicht verschwunden. Im Gegenteil, sie breiten sich überall aus. Unsere Theorie hat sich also als fehlerhaft erwiesen. Der Riss im Wald wurde geschlossen, trotzdem bleibt Link verschollen. Ich muss zugeben, mir ist unklar, was nun der nächste Schritt sein sollte. Eure Hoheit, werter Lyberik, als ich im Schloss Hyrule vom Riss verschluckt wurde, hatte ich das Gefühl, an einen fernen Ort geschleudert worden zu sein. Und die Prinzessin fand mich schließlich in einem ganz anderen Riss, in jenem, das sich hier im Wald aufgetan hatte. Wie bin ich überhaupt eine so weite Distanz transportiert worden? Die Welt innerhalb des Risses ist ganz anders verbunden als diese Welt hier. Meine Gefährten haben mir erzählt, dass es auch anderswo noch sehr große Risse gibt. Der König und die anderen befinden sich womöglich in einem dieser Risse und somit an einem ganz anderen Ort. Dann gilt dasselbe auch für Link. Hör mal, Zelda. Ich fliege mal eben ganz hoch, um mich umzusehen. Vielleicht kann ich von dort die anderen Risse sehen. So, ich habe mir einen Überblick verschafft. Ich weiß zwar nicht, in welchem Riss sein Vater und die anderen sind, aber ich habe weitere große Risse gesehen, die wir betreten können. Ich habe die Stelle auf deiner Karte verzeichnet. Wenn wir alle Risse schließen, können wir die Verschwundenen sicher retten. Also, lasst uns aufbrechen. Einverstanden? Nein, haltet ein, eine Prinzessin darf sich nicht solcher Gefahr aussetzen. Das darf eine Prinzessin ja wohl selbst entscheiden. Und in der Tat ist sie die einzige, der es bisher gelungen ist, einen Riss zu schließen. Damit Hyrule diese Krise übersteht, muss jeder von uns seinen Beitrag leisten. Das stimmt zwar, aber... Prinzessin, würdet ihr zusammen mit Tri eine Reise nach Hyrule antreten und euch vor Ort den Rissen annehmen? Das ist unsere einzige Chance, sie zu schließen und den König und die anderen zu retten. Sintra, du hilfst mir hier bei meinen Nachforschungen bezüglich der Risse, um die Prinzessin und ihre Mission zu unterstützen. Ja, jawohl, Nachforschungen sind mein Spezialgebiet. Da vom werten Tri gekennzeichnete Risse scheinen sich in der Gerudo-Wüste sowie in den Jabul-Gewässern zu befinden. Solltet ihr genauere Informationen zu diesen beiden Gebieten benötigen, könnt ihr euch jederzeit vertrauensvoll an mich wenden. Eure Hoheit, ich hoffe, ihr werdet euren Vater, den General und die anderen Verschwundenen recht bald finden. Eines noch, das Schwert, das ihr nun trägt, bringt noch ungenutztes Potenzial. Mit Hilfe meiner Forschung kann ich euch diesbezüglich vielleicht helfen. Wenn das eure Neugier weckt, sprecht mich darauf an. Ja, Speichervorgang, es würde mich schon wundern, aber ich habe jetzt für heute effektiv genug lang gespielt. Und vorlesen wir ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber ich weiß auch nicht, wenn das nächste Mal werde weiterspielen. Aber
schön, sind ihr dabei gewesen und ich hoffe beim nächsten Mal dann auch wieder. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht, wie sehr unregelmäßig. Ja, aber es nimmt mich Wunder und es wird irgendwie weitergehen. Somit vielen Dank, noch ganz schöne Festtage mit der Family und man hört sich.